Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Panorama aus Bern. Wir haben folgende 2 Beiträge für eure Sendung. Die Hörnli-Rehe. Ende gut, alles gut. Und die Berner Expo schaut auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Rehe, die friedlich über die Gräber spazieren. Das ist eigentlich eine mega herzige Vorstellung. Aber nicht für Blümchen, denen geht es natürlich an Kragen. Darum hat die Fondation Franz Weber 37 Rehe vom grössten Waldfriedhof der Schweiz in Kanton Jura umgesiedelt. Die Präsidentin der Fondation Franz Weber, Vera Weber, erzählt uns mehr dazu. Viele Besucher des Hörnli-Friedhofs haben sich gefreut, dass sie die Rehe sehen konnten. Und sie haben sich auch gefreut beim Gedanken, dass die Verstorbenen vielleicht merken, dass Rehe auf die Gräber laufen. Natürlich haben sich aber auch sehr viele Leute daran gestört, dass die Blümchen gefressen werden. Und für die Friedhofsgärtner und Gärtnerinnen war das immer etwas zermürbend, so viele schöne Bepflanzungen zu machen und am nächsten Tag zu sehen, dass viele dieser Blümchen gefressen worden sind von den Rehen. Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui, donc on a réalisé une capture par la méthode du panotage. Donc c'est une méthode où on met des filets dans un secteur, plusieurs dizaines de mètres. Là en l'occurrence on avait 400 mètres de filets. Et puis donc il y a une partie des intervenants qui se positionnent proche du filet en attendant que les animaux se prennent. Puis il y a une autre partie, une autre moitié des intervenants qui vont essayer de pousser les animaux vers le filet. Et puis là, il faut que ça aille assez vite, donc les animaux arrivent assez vite dans le filet pour pouvoir se pocher dedans et qu'on puisse après les manipuler. Wir haben heute 4 Rehe gefangen im Friedhof am Hörnli in Basel. Und das heißt, dass wir im Großen und Ganzen 37 Rehe gefangen und umgesiedelt haben und in eine neue, wunderschöne Heimat freigelassen. Première année, on avait réussi à en capturer 21, donc en 3 sessions, ce qui était très bien. Et puis cette année, on pouvait capturer tout le reste. Et là, on a réussi en 4 sessions à en capturer 16. Donc pas du tout les chiffres qu'on s'attendait, on était plus proche des 20 animaux plutôt que 40. Et là, on est très content du résultat. Es ist so, dass man praktisch alle Rehe vom Friedhof am Hörnli abgeschossen hätte. Und jetzt haben wir aufgezeigt, dass es Alternativlösungen gibt und dass es ein neues Konzept ist von einem Wildtiermanagement. Und das ist eine sehr positive Bilanz. Der heutige GV der Bern Expo ist für ein erfolgreiches Jahr zurückgeschaut worden. Man hat hier einen Ausblick in die Zukunft gewagt. Im Fokus steht die neue Festhalle, die im Frühling eröffnet werden soll. Der Max Saladin war dabei. Ja, die neue Festhalle ist natürlich eine riesige Chance. Sie steht in der Hauptstadt, mitten in der Schweiz, also zwischen Westschweiz und Deutschschweiz. Und sie hat gewisse Alleinstellungsmerkmale. Das ist die Kombination zwischen einer Halle, wo bis 9000 Leute drinnen Platz haben, und einem Konferenzzentrum. Und das hat national grosses Potenzial, aber auch international grosses Potenzial. Und das tun wir eigentlich mit dem Kongress-Hub Bern auszunutzen. Also wir sind jetzt schon seit über 1,5 Jahren dran, die neue Festhalle und die ganze Region, die Stadt, der Kanton zu vermarkten, auch über Grenzen hinaus. Weil das ist eigentlich die grosse Hoffnung, dass wir die Wertschöpfung mit mehrtägigen Anlässen, Events, Kongressen, Messen im Kanton Bern steigern können. Wir sind sehr gut unterwegs, wir sind voll im Terminplan und auch innerhalb der Kosten bis jetzt. Oder? Und das ist der Abschluss des Rohbau. Jetzt kommt der Innenausbau. Ganz eine intensive Phase wird es sicher noch sein. Da müssen viele Beteiligte ganz hart arbeiten. Aber das wird so sein. Oder? Wir haben die Eröffnung auf BA 2025 vorgesehen.
Es ist klar, dass wir Grossanlässe natürlich anschauen und probieren anzuziehen. Eben, wie ich schon erwähnt habe, ja, in Zusammenarbeit mit anderen Big Playern hier im Raum Bern, im Kanton Bern, weil das ist eine riesige Chance. Bezüglich dem ESC kann ich nicht mehr sagen. Im Moment ist das ganze Verfahren am Laufen und wir prüfen das, wie wir so mitteilt haben. Aber wir kennen noch gar nicht alle Ansprüche, die da gestellt werden an einen Veranstaltungsort. Wir tun uns sicher nicht einfach verschließen. Wir prüfen das, wenn wir all die Informationen haben, ob das eine Möglichkeit ist oder nicht. Ich kann da noch nicht im Detail informieren darüber, aber es ist klar, die neue Festhalle die lebt ja auch von den Möglichkeiten, die man drin hat. Oder? Sport, Kultur, aber auch Business, Messen, Konferenz, Konfex-Format, das ist die Vielfältigkeit. Oder? Also, und das wird nebst dem, dass es so Aufenthaltsmöglichkeiten gibt im Alltag, in einem Café mit Charme, in der Umgebung, mit Begrünung, mit Wasserspiel, das wird ein Begegnungsort sein, oder, wo die Region oder das Quartier hier wird bereichern. Jetzt wechseln wir noch geschwind ins Studio von «Zusammen im Zentrum», wo der Matthias Masch auf uns wartet. Der heutige Gast ist Gerhard Johann Lischka. Er ist Kunstphilosoph. Er sagt, er ist Künstlerphilosoph. Warum das so ist, werden wir jetzt hören. Er kennt die Berner Kunstszene seit 60 Jahren und er redet darüber, was sich alles geändert hat, verbessert hat oder verschlechtert hat. Das war es schon wieder vom heutigen Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr auf www.plattformj.ch. Im Anschluss erzähle ich noch Kollegen von Meteo News, wie das Wetter wird. Ich danke euch noch fürs Zuschauen. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Erlebnisferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön, sind Sie wieder mit dabei. Am heutigen Mittwoch hat uns mit einer westlichen Höhenströmung milde Luft erreicht, sodass wir heute einen warmen Tag hatten. Es ist auch vielfach insgesamt recht sonnig. Im Tagesverlauf haben sich allerdings auch Quellwolken gebildet und es hat vereinzelt mal geregnet. Morgen am Donnerstag liegt die Schweiz nach wie vor am Südrand von einem ausgeprägten Tiefdrucksystem in einer west- bis südwestlichen Höhenströmung, wobei uns warme, aber eben auch leicht angefeuchtete und labil geschichtete Luft erreicht. Morgen Vormittag erwartet uns teilweise bis recht sonniges Wetter. Über dem Jura und im Oberland bildet sich aber schon recht bald Quellwolken, die dann im Tagesverlauf auch immer grösser werden und das Regen- und Gewitterrisiko steigt auch an. Zuerst im Jura und im Oberland, später zum Teil auch im Flachland. Es wird dabei warm mit Temperaturen um 24 Grad und einer 0-Grad-Grenze auf rund 3500 Meter. Im Flachland bläst dabei mäßiger, am Nachmittag und am Abend zum Teil auch kräftiger Südwestwind. Auf den Bergen haben wir mäßigen bis starken Südwestwind. Am Freitag erwartet uns eine Mischung aus Sonnenschein und Wolken. Dabei steigt am Nachmittag das Regen- und Gewitterrisiko an. Es kann aber örtlich auch schon am Vormittag einmal nass werden. Am Wochenende geht es dann wechselhaft weiter. Es ist veränderlich bewölkt mit zum Teil kräftigen und gewitterig durchsetzten Regengüssen. Und auch nächste Woche geht es zeitweise nass weiter. Das Temperaturniveau geht langsam zurück. Anfangs nächste Woche sind wir dann unter der 20-Grad-Marke unterwegs. Ja, und damit wäre es das von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.